Und jetzt holen wir die Dame herein, die wir letztes Jahr fast auf den Tag genau zur Volksfestkönigin geführt haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen großen Applaus für die amtierende Königin, für die Gschwendtner Caro! Caro, erzähl doch mal, wie war dein Taxi? Wie alt bist du, was arbeitest du? Ich bin 20 und arbeite auch im Büro bei meinen Eltern. Bei deinen Eltern, was waren deine Eltern? Die haben ein Büro. Ja, Autos an und Verkauf. Autos an und Verkauf, wahrscheinlich in erster Linie Audi, oder? Da in der Gegend. Alles. Alles, auch Japaner. Alles, Ja. alles Mögliche. Okay, warum willst du Volksfestkönigin werden? Weil ich finde, dass ich ein bisschen ein anderer Typ bin, als die letzten Jahre gewonnen hat. Stimmt, die letzten Jahre haben wir Brünette gehabt, da waren wir eine Blonde verliebt, gell? Stimmt. Oder eine Rothaarige, haben wir auch noch nicht gehabt. Prost, ihr Säcke! Zicki, zacki, zicki, zacki! Und sie ist ab jetzt in 3 Minuten die neue Volksfestkönigin Pfaffenhofen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte jetzt gleich einen großen Applaus für die Kandidatin mit der Nummer 6. Und der Herr Stiftel verschenkt ein ganz großes Herz. Das verbaut ein bisschen die Sicht, ehrlich gesagt, die schärft gerade das Herz, aber gut. Wenn es unbedingt meinen. Von Max, ich gratuliere natürlich auch ganz herzlich. So, bleib sitzen, du bist die neue Königin. Maxi, jetzt müssen wir dich schon mal fragen, was ist das für ein Gefühl, jetzt als neue Volksfestkönigin? Super, vielen Dank. Komm, lasst uns doch einmal kurz die neue Volksfestkönigin fragen. Jetzt ist ja sozusagen die Wahl gewonnen, du bist die neue. Hallo, Freunde. Ich muss einmal kurz die Angela Merkel fragen, was sie jetzt so macht mit dem Wahlprogramm. Du bist jetzt sozusagen hier die neue Bundeskanzlerin. Wie wirst du dein Amt ausführen? Was hast du vor das nächste Jahr? Also ich werde auf jeden Fall bestmöglich ausfüllen. Ich werde versuchen, bestmöglich vertreten. Und ich danke alle, die für mich gestimmt haben. Meine Fans. Ja, und man muss an dieser Stelle übrigens dazu sagen, die Maxi hat zwar eines der Spiele gewonnen, aber sie wäre von den Stimmen her auch komplett ohne einen Gewinn die Volksfestkönigin geworden. Und ich glaube, das ist ein Spezialapplaus wert. Dankeschön!